En van daar aan vang ik aan te leven. Ik vraag me, zodat ik kan Jezus vinden. En van daar wil ik van Jezus vertellen. Ik heb me het ganz schijnste van Jezus vertellen. En van daar wil ik je bloos een klein beetje weiterloten, wat er passieren dat. Maar onze familie, we willen hier wegdraaien. En de laatste week mei, dat we hier wegdraaien, trainen we Alberta. En door met helpen bij een Bibelschool. Mensen met helpen dat die kunnen in de missionsnaam gaan en die motor spreken en voor die met helpen. En zo dat passiert nu meest bald. Ons heeft dat zo schön gegaan hier met jullie top zijn voor 3 jaar. Schwer te geloven dat we hier al 3 jaar geweest zijn, niet zo? 3 jaar zijn al voorbij gepiekt. En ja, dort waren we 3 jaar in Baja California en hebben door maar in die kerk aangevangen. En hier hebben we bloos die kerk metgehouden, zo goed als we kunnen. En in Afrika hebben we ook metgehouden in de kerk aangevangen en door met de schaffen. En God heeft ons al zoveel steden aangebracht, waar we gaan kunnen methelpen en dienen. Met onze ganze familie. Maar dat ding is, wat mij al lang gezegd is, we doen niet bloos alleen schaffen, mijn vrienden en ik, maar ik alleen. We doen het schaffen als de familie. En mir wordt het een stukje gezegd. Die familie, wat ik nu zeg, dat is mijn familie. Mijn familie is dat ganz eerste missionsvlak. Kan je verstaan wat ik zeg? Mijn familie is de ganz eerste en dat wichtigste missionsvlak waar we met schaffen doen. En ik hoop dat jeder eentje van hier wordt door bevrijd is. Die gaan kinderen, die wassen op. Neem dat waar, wie die kinderen. Dat zijn wunderbare Geschenke van God. En daar willen we als ouderen houden dat die kunnen opwassen en geloven. En ik weet, dat dat al zo veel is dat aangaan hier. Ouderen, die schaffen zij, dat die kunnen helpen doen. Dat die kan ook Jezus vinden en Jezus nu volgen. En vandaar in mijn boodschap wat de Heer mir op het hart gelegd heeft, is maar ganz einfach. Vielleicht ist das ganz beste nicht, wenn wir mal was ganz Einfaches vertellen doen. Und das ist besonders, was passiert ist in mein eigenes Leben. Wenn ich gerade so fragen, wer von hier, ich will nicht sagen, Sie sollen Ihre Hand abheben, Sie sollen nicht abstehen, ich will bloß fragen, wie viele von hier haben Jesus al angenommen en volgen Jezus nu? Ik weet, er zijn een Teil. En dat is een ding wat mij zeer wichtig is. Dat is de grootste Entscheidung, wat ik ever gemerkt heb. Wie ik nog ganz jong was, 11 jaar oud wie ik, dan nam ik Jezus aan als mijn persoonlijke heiland. En daar wil ik een beetje meer van reden, wat er passieren dat, wanneer een persoon Jezus aanneemt als als zijn persoonlijke heiland. En ik wil een klein beetje reden tegenander, wo dat schaffen dat met licht en met de duisternis. En ik wil het mal een beetje bewijzen. Wo dat speren dat wanneer we in duisteren zijn. Zijn je rijdt ver? Ik wil je mal de duisternis wijzen. Gleich kan ik dat doen? Ik kan het van doen. Wacht bloos. Wait for it. Nu wordt het wel passieren.
je gezegd? Ik zie je was sterk, niet? Ik kan jullie zo bloos hier staan en dat zeggen wat ik wil en dan passiert dat voets, niet? Hier, dat ja schijn. En dan een beetje krof af. Maar wat je wordt? Ik ga hier wat in mijn lust. Wil je mal zijn? Ik wil je mal dat ganz beste licht wijzen wat du is op deze wereld. Ganz einfach, niet? Dit is een plaatje boek wat ik heb hier. Dat Nieuwe Testament. En dan ga ik hier nog mijn eerste Bibel wat ik gekregen heb, is nog ganz jong, dit is mijn Hochdeutse Bibel. En toen heb ik al verschiedenste onderweg highlighted en onderlijnd en dan gekreuzelt hier en daar. En alle soorten, alle wegen heb ik hier kleine markers. Deze Bibel is al met mij opgewaast over más 50 jaar als deze Bibel met mij metgewaast. Die kreeg ik van de missionsfamilie, wat hier schaffen deed, van de William en Kate Thiessen. Die wordt deze kerk aangevangen door een Scheinveld. Toen kreeg ik mal deze Bibel. Dat is mijn Hochdeutse Bibel. En dat is alles licht. Dat is alles licht. En dan ga ik je naar huis. Ik zei je, ik wil bloos ganz einfach reden van jou. Hier heb mijn Spanische Bibel. Aquí tengo la Biblia en español. Esa es alemán alto en alemán bajo. Dat is mijn Spanische. Daar heb ik ook allerweg onderschreven. En ze heb ik gebruikt om Spanisch te spreken. De Hochdeutse Bibel heb ik nog niet gebruikt om te predigen. Dat heeft nog niet zo uitgekomen, dat ik binnen de kerk weer, wat de ganz Hochdeutsch weer. So de Hochdeutche heb ik nog niet gebruikt om te predigen, maar deze Bibel hier heeft mij opgebuurd om Jezus nu volgen. Dit heeft mij aangevangen. En de plaatje is ook door mij gekomen. En dan nog de Spanische. En dan ga ik nog een. Dit is mijn Engelse. Deze heb ik het ganz meeste gebruikt. Actually niet deze. Ik heb er een meest ganz verbruikt. Die willen alle neinvallen. Dus op Engels heb ik dat ganz meeste gepredikt in mijn leven. En dit is al de tweede. Mijn andere, die heb ik iets voor aangelegd. Die verheft zich. Die is zo ganz bekritzeld en de wil een masker neinvallen, die wil oud. Die heb ik mir niet gekocht. En dit is mijn Engelse. En hier heb ik een highlighter. Want manchmal een vers is wat mij zei wichtig is, den maak ik to Daniel. Doe je nog mal zo staat, wanneer je de Bibel lezen doet? Want du manchmal een vers ruithupst en die neemt die door mal God unja, neemt in zijn stad. Merkt dat Daniel. Sehr interessant. Wo Gottes Wort einem kann halten. Und du wir in der langen tijd, ik heb mir dat vergenomen, bis wir noch Korn getragen, 40, wat is dat, 38, 40, bij 38 jaar 3. Nou, dat is al 40, ik zie al ganz oud geworden. Wel niet zeggen, bloos een klein beetje. Maar dat zijn al zo'n jaar waar we helemaal wegtrainen, meest 40 jaar 3. En dan vang ik aan te Engels te leren en studeren. Maar ik heb me vergenomen, ik wil het Duits niet vergeten. En dan dat ik in Duits lezen. En dat ik ook nog bij ik kon Spanisch lezen. En dan dat moesten we dan in Engels. Dan was ik door ganz Engels. So, dit hier is mijn ganz beste in mijn leven. Dit is mijn licht voor mijn weg, waar ik gaan doe. En dan heb ik hier nog een ding. Maar dit wat je krijgt, wat dit is. Dit is plus een licht
een physische licht wat ons nog veel net van wie is wanneer deze nan gaan doen. Dan merken we dat licht aan en kunnen we van zijn wo we gaan doen. Ik kom naar Krijgdijn, lang tree, wil zwiemal door een poort wonen voor 10 jaar. Mijn voerder weer mooi borracho. Wat van mijn broeder, die weer mooi borracho. En dan eenmaal dan denk ik de diestre gozen en denk in funk, mijn broeder, du bent in gevangenis. En dan hok ik toen eenmaal met den op, ik had Jezus aangenomen en ik heb niet vergenomen dat de gevangenis borrelt mij weg. Ik had er niks te doen, maar ik had door mijn broeder. Den wil ik gaan, den wil ik krijgen voor Jezus. En ik ging eenmaal de ganz diestre weg, ohne Flashlicht. Nog weer diester. Maar dit hier, dat houdt een beetje dat we kan zijn waar we gaan doen. Maar dit is maar een zeer klein Beispiel van wat het licht is, wat dit is. En zo vandaar, ik wil bloß wat ganz einfach het vandaag brengen, dat we dat kan klaar verstaan. Turkije, en die wat hier al gereed hebben al zeer wunderbare dingen gereed voor ons. En wat ik van dat te zijn is, waar ik krijg datzelfde, vielleicht plus een klein beetje andere weer. Maar ik wil bloß dit een ding klaarstellen voor ons allen, dat duisternis en dat licht, die twee dingen, die wil ik een beetje top brengen, dat we dat kunnen metnemen, door waar we zijn. Nu, ik wil me gleich aanvangen met een vers, wat mij zeer wichtig is. Ik ga hier wat versen waar ik wil doorgaan. En ik hoop dat we worden kan van verstaan, van waar ik herkom. En ik weet niet, heb je een Bibel met, of doe je niet Bibel met brengen naar kerk? Ik weet, we hebben onze cellphones. Du hast alles bij. Dat is interessant. Deze grote klam wat ik hier heb, dat is alle hier bij. Dat is interessant, niet? Dat is van jou. Maar van jou wil ik, wanneer je die Bibel doet, dan moet je met mij door naar Johannes, kapitel 8, vers 12. Johannes kapitel 8, vers 12, zegt zoals dit. Dan reed Jezus weiter aan en zei, ik zie dat licht voor deze wereld. Wer met mij gaat niet im Düsteren, aber wordt dat levenbringende licht hebben. So, wat zegt dit vers zu ons, mijn lieve vriend? Jezus is dat licht. We kunnen veel vertellen van wat licht is. Wat de zon ons licht brengt. Maar echt dat mondje en de stierntjes. En dit flashlicht wat ik hier heb. Of zo wat je in je huis hebt. Of wat je in je phone hebt. We kunnen verschillende dingen reden van wat licht werkelijk is. Aber wir haben noch nie können verstehen, was das wirklich ist. Besonders wenn wir anfangen zu sein und dort zu verstehen, dass Jesus ist das Licht. Und du weißt, wie ich Jesus fand, wie ich auf je oud weer. Und ich am aannom, dann kam das Licht in mir hinein. Der Heilige Geist. Gott, der Führer, der Sehen und der Heilige Geist. Der Heilige Geist kam in mir hinein und das Licht ist nu in mir ban. Und kann krach so sein, wenn du auch die hast bekeert, die folgt Jesus nu, und das ist dein Herr, das Licht ist in die ban. Das ist wunderbar. So dann haben wir noch ein Vers, wenn ihr durch die Bibel haben.
Kom mal op Psalm 27, vers 1. Dit is een woord van David. En daar zegt ze dit. Een van David zijn psalmen. De Haar als mijn licht en mijn radung. Van wem zal ik mij fürchten? De Haar is mijn levenskracht. En de ik zeker toe. Voor wem zal ik mij angsten? Dan mal in Portus, wie sagt, de donkere großen Jink. Ik gruel mij nog eenmaal. Du wirst noch einmal wat besuchende Menschen du so verstärken in eine der, ich habe da rüten, dann du so funnig so steht, dann würde ich mich nach grühl. Aber mit Jesus, das Licht in uns, brauchen wir uns nicht mehr grühl. Hast du mal gegrühlt? Ich glaube, wir haben uns alle noch mal gegrühlt. So ja. Ich würde das bloß dort handleiden. Einmal ging ich meine Schwester besiegen, die wohnte dann auch in Portus. Meine Schwester out, die hat sich befriedet mit dem Jed-Herd. Und jetzt sind das für mich. Die wohnte bei einer Stadt, dicht bei wo wir wohnten. Aber der, wir ganz dicht bei der Groß. Wenn der aufging, dann wirst du aber groß. Und ein Tag ging ich dahin. En dan wil ik dit bloos besiegen. Maar de wist niet dat ik kwam. Nu ging ik door naar de deur, nu wil ik de groots aanputteren. En zoals ik de stond met mijn hand, zoals ik wilde aanputteren, maak mijn zuster de deur op, die wilde wat water uitgooien. Op een goosnap. Nu troffen we ons tussen stad, en ik heb mijn zuster maas doodgegruld. Ik vertel dat bloos wenks me interesseert dat wanneer we eenmaal dingen aanbrengen dan van gruwel. Maar Jezus zegt, wanneer we in arm zijn, en hij is dat licht in ons, dan brauchen we ons niet meer gruwel. Dat kan je de nog passeren, niet? Dan vervieren we ons nog mal bij aan. En dan wil ik nog een beetje weer gaan. In 1. Petrus 2, vers 9. Du sagst, es ist das. 1. Petrus 2, vers 9. Du sagst, es ist das. Aber, je seid ein ausgewähltes Volk, den König sein Priestertum zum seinen, ein heiliges Volk, Gott sein eigenes Volk, dat die anderen sagen sollen, wo wundervoll der ist, der jünd uit dem Düsteren rütgerat hat und sein wunderbares Licht gestaltet hat. So, interessant wird das hier sagen, nicht? Wir wären in der Düsternis, in Geistlichen. Physischen, ich schaue mal, wie das hier viel düsterer. Aber nu hebben we veel meer elektriciteit en dus veel meer licht onderweg. Had je dat gezien, dat dit gebied waar we bij zijn vandaag, heeft schmakke lichter ganz rondom nu? Nog maar een paar, vielleicht eine Werk, als dat nu zo staat. Ver dat we dat door naar Diesta, kunnen ram deze kerk gaan. Wir wohnen hier ganz dicht bei und dann gehen wir hier fertig in die Kirche. Dann wird das sehr düster. Aber nu haben wir Lichter durch Raum und du sind die Lichter allerweg, was du anfangen zu dagen. Im Physischen. Aber weißt du was? Jesus ist auch in diese Gegend angekommen, al lang terug. Und ein Teil Menschen haben Jesus al angenommen. En nu zijn we dat licht ook in deze gegend. En krijgen dan, wo we zijn we dat licht. We werden in dat düstere, nu zijn we in dat licht. Het is ganz einfach te verstaan, niet zo? So, we Matthäus Kapitel 5, vers 16. So luidt ook
jun licht voor de mensen schijnen. Dat zij jun goede werken zijn en jun Vader im Himmel verloven. Dit is interessant. Wir als gläubige Menschen, wir sagen, dass wir sind wahre geboren und wir haben das Licht in uns. Da wir schien für Jesus. Und ich würde ganz erster sagen, von uns alle hier, einmal schien ich nicht so fan. Nach mir eine Weg drei. Had ik wat te doen met een man. En die behandelde me een beetje funnig, een beetje dom. Nu kwam me de woord een beetje lang. En dan dat ik den goeie van onreden. Ik zit dan bloos te den. Er zal dan bloos voetgaan. En mij werd het zo leid nog her, dat ik den zo behandeld had. Maar vielleicht das nächste Mal, wenn ich den antreffen, da kann ich den besser behandeln. Und dafür fehlt uns einmal Gott seine Kraft und Gott sein Wort, dass uns leiden dat jeder Tag. So, ich werde den Vers bloß noch einmal lesen. So laat auch jun Licht für die Menschen schienen, dass sie jene gute Werke seien und jun Vater im Himmel verloven. So waar we zien voor Jezus. Epheser Kapitel 4, Vers 8. Epheser Kapitel 5, Vers 8. Dat zegt es dit. Eerst leefde je ook am Diesteren. Aber nu heeft God en jun Licht abdagen laten. Dan leeft nu ook als Sonnekinder, die dat Licht hebben. Dit redt zeer klar en besonders zu mir. Wir leben in einer sehr dunklen Welt. Wir haben ein Teil Dinge, die dort drehen, alleweg. Wir treffen verschiedenste Menschen an, diesen Tag. Die Jugend, die junge Befriede, die ältere, wie immer wir sind, wir treffen Menschen an. Einige sind Fans an, einige ja, scheinen mit dir zu reden, alles schon Fan. Aber dann sind die Sonne, die ein bisschen anders sind. Und dann müssen wir ein bisschen sein, wo wollen wir mit diesen Menschen auch mitteilen? Und ein Licht sein für diese Menschen. Krijg nun weer das. Weil so eine Dinge, was wir tun, wie dort, was du ben ist. Zoals wir uns abholen, zoals wir handeln mit uns Geschäft, zoals du mit deinen Arbeiter umgehen das, oder zoals du mit deinem Wirt umgehen das und so weiter. Wenn wir Jesus in uns haben, dann soll das was anderes sein, nicht so? Dann soll das dagen, dann soll das auch durch Rückkommen, dass wir dort tun, was Jesus verlangt hat von uns, dass wir uns einer den anderen leben tun und auch vergeben und top schaffen. Weil sagt Jesus dort ganz erste Mal anfangen kennenzulernen, wir mir nach lang ein Teil Dinge nicht klar. Und ich habe Ihnen einmal gesagt, wo das passieren, die Thesis, die hat in der Bibel stand bei uns thuis. Wir wären in einer großen Familie, dass wir meist in der Kirche.
En einmal rede ik toen met God, dat ganz eerste Mal applauditsch. En ik zei het bloß einfach geweerd. Mir war das wichtig, dass Jesus weer aan Kreuz gestorben für mich. En ik zei einfach, Jesus, ik dank dir, dass du bist aan Kreuz gestorben für meine Sünden. En van da an fang ik aan te leven. Door wir Guillermo Redekop waren geboren. En dan van da an fang ik aan te wassen. En dit ligt hier. Mijn Duitse Bibel. Zie ik al deze gewoon, ik weet niet hoeveel mal. Dat zei ik niet om groot te doen, maar dat is wat mij geholpen heeft om wassen. De Plottische Bibel, zo zei ik veel gelezen en zoveel gevangen door. De Spanische en ook de Engelse. Interessant, wo verschiedenste Sprachen nach der Welt können ein bisschen ändern, dass wir das noch besser verstehen können, was wir haben lesen dann. Und so, ich will mit das schließen hier mit einem Vers, was ich hier lesen in 4 Sprachen. Und das ist ein interessanter Vers, und ich will sagen zu Ihnen, das ist Gottes Phonennummer. Wisst ihr, dass Gott eine Phonennummer hat? Hallo? Wisst ihr nicht, dass Gott eine Phonennummer hat? Von der, wo ich Ihnen dort geben, dann wo ich dort bemorgen, und dann wo ich dort denken hol. 333 ist Gottes Phonennummer. Jeremia 33, Vers 3 ist Gottes Phonennummer. Und ich werde dort lesen in 4 Sprachen. Muss ich das das verstehen. Aber dort Phonennummer soll ich mitnehmen. Dort habe ich mit mir mit, wo immer ich sie. Und dort hat mir all so geholfen. Nicht bloß schwimmen, Mama oder Papa oder dein bester Freund von verhalb. Dort das Phonennummer ist. Dort wird viel besser uitkommen. Jeremia 33, Vers 3, wo ich das nu eerst lesen op Plotitsch. Frag mich, dat ich die sagen kann, ich word die großartige und verschlossene openbaren, wo du noch nie nicht verstanden hast. Sag noch einmal. Frag mich, dat ich die sagen kann, ich word die großartige und verschlossene openbaren, wo du noch nie nicht verstanden hast. Ahora lo voy a leer en español. Jeremías 33, versículo 3. El número de celular de Dios. Clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y inaccesibles que tú no sabes. Clame a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y inaccesibles que tú no sabes. In English, call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. Call to me and I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. Hochdeutsch. Rufe mich an, dann antworte ich dir und teile dir große, unfassbare Dinge mit, von denen du nichts weißt. Rufe mich an, dann antworte ich dir und teile dir große, unfassbare Dinge mit, von denen du nichts weißt. Himmlische Vater, wir kommen für dich. Von dir, du bist hier mit uns mit. Du bist dort Licht. Hier in dieser dunklen
dunkle Welt. Oh Gott, wir weiten dort, willst du ab diese Erde kommst, in Jesus Christus hier, aber wir. Menschen wollen das düstere Leuwe aus das Licht. Und dort passiert dort noch von dir, die weithimmlische Führer. Dort düstere ist noch auf dieser Welt. So tun, weil bloß zwei brechen und für nicht mehr an. All dort, was Gott ist. Und die gute Dinge, die wir all gefangen haben, weil so tun zwei mehr an. Lieber Jesus, help uns, dass wir dort klar verstehen können. Dass du das Licht bist. Und willst wir die annehmen, willst du das Licht an uns, dass wir das Licht sein, können sein auf dieser Erde. Dankeschön für die verschiedensten Sprachen, die wir haben auf dieser Welt. Und help uns zu verstehen, nicht bloß in uns Kopf, aber auch in uns Hart, dass du Jesus bist, das Licht für uns, der Radar für die Welt, der wird unsere Sünden wachgewaschen hat mit seinem Tieren Blut. Und du dank für dich für. In Jesus' Namen. Amen. Ons heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Duisternis en Angst en Armut, maar die einen Freund hast oder irgendein Weiz, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn die von diesen Jähen best für Lebenszeug ist oder die nochmal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anluden, kann man es besiegen. Also deren sind gut für alle Menschen. Wir kommen hier alle sind nach Smarries Tagtag nähen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sind von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merkt ihr das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen, in gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und du willst gleich in Porte sein von so einer Gruppe, dann finden uns das nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenstrike.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn du willst gleich in alle Wege unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube ankommt, dann würden wir gleich noch, du willst das subscribe, auf den Klinger drücken, bis dort, was die dort anwollen.